Und weiter geht's, Freunde. Zurück bei Pokémon Legenden Arceus mit unserem fast Hisui-Team, kann man sagen, war. Außer eigentlich Nupsiana, das stimmt momentan noch ein bisschen in dieser Aufstellung in unserem Team. Ansonsten wäre es eigentlich perfekt. Jetzt haben wir mal ein ganz anderes Thema. Und zwar hier beim See der Stärke, glaube ich, haben wir irgendwie, ich weiß nicht, wie heißt die Entwicklung von Hisui Baldofisch? Das ist eines der neuen Pokémon, das es hier gibt. Wäre vielleicht auch was fürs Team. Andererseits sieht mir aus wie ein Gift-Pokémon. Die haben eigentlich Sneebos schon im Team. Was so ein Gift-Typ ist. Naja, mal gucken. Ich glaube, ich setze Viscoco ein. Weil ich will es fangen. Und Viscoco könnte, glaube ich, so mit den Drachen-Moves und so durch den Eisstrahlen relativ gut schwächen. Wir sehen mal. Du. Ganz ehrlich, wie kann das Vieh überhaupt sehen mit diesen fetten Eiterpickel Zapfendingen im Gesicht? Das ist ja ganz schlimm. Komm mal raus. Oh. Risiko-Tackle, Alter, gegen Stahl-Pokémon. Mhm. Hä? Hat er da irgendwas? Moment. Hat da irgendwas auf dem Schwanz stehen? Eine Kuh! Da steht eine Kuh! Warum hat es eine Kuh auf Myriador? Myriador. Der Baldofisch Myriador, okay. Also Entwicklung halt. Das ist irgendwie im Englischen etwas mit Kuh. Da könnte es sein. So, egal. Ich setze erst mal. Ja, Tempo. Eigentlich spielt es keine Rolle, welche Vogel mit Tempo machen nicht, weil er ist eh schneller als der Gegner. Natürlich trifft er trotzdem. Na gut, eigentlich muss er gar nichts machen, weil er muss einfach ein bisschen boosten weiterhin. Und abwarten, bis er mit seinem Risiko-Tackle sich selber verletzt. Er trifft endlich mal nicht mehr, Gott sei Dank. So, also ich bin ja selber Stahldrache. Ein Typus her, mal gucken. Hydropumpe wird ihn vermutlich. Was ist denn der für ein Typus? Gift nehme ich jetzt mal stark an, Wasser wird es nicht sein. Nur Gift? Ich glaube, jetzt mal einen Eisstrahl ein. Vielleicht friert er ja ein. Beziehungsweise kriegen wir einen Frostbrand. War nicht einfrieren, sondern Frostbrand halt. Okay, dann gehe ich, glaube ich, langsam mal über in den Fangmodus. Also, ob geht. Ah, jetzt setzt noch eine Tempotechnik an, wa? Ein Stahldrachen, Nassschweif, okay. Finde ich jetzt nicht so cool. Ja, schwächen will ich Myriador eigentlich nicht weiter, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da warte ich lieber, bis er nochmal Risiko-Tackle einsetzt. Damit selbst noch ein bisschen schwächt. Kann man das Vieh überhaupt fangen? Weiß ich halt auch nicht, oder? Aber er kann gar kein Risiko-Tackle mehr einsetzen, wa? Mein Taki hat, glaube ich, eh nur 5 AP. Jetzt muss er halt, ja, den Quatsch machen. Ja, nach einem Eisstrahl würde ihn halt killen. Der Frostball, wie hat der einen Eismove drauf? Ich nehme mal an, ich kann es nur mein Pokémon einsetzen. Ja, war zu erwarten. Ich habe auch nur solche Bälle, die ich direkt einsetzen kann, ja. Ja, ich glaube, irgendwie. Da
kein Move mehr, mit dem ich irgendwie das Vieh noch ein bisschen, nur ein bisschen schwächen könnte. Ah, okay, man kann es auch fangen, sehr gut. Ein neues Hisui-Pokémon. Hervorragende Arbeit, Michael. Du nimmst eine mysteriöse Präsenz wahr. Tobu! Beweise mir deinen unerschütterlichen Willen. Versuche mich mit Ruhegaben zu treffen. Also, einfach so da. Wie? Ruhegaben? Sollst du die auf Tobuts werfen? Ja, anscheinend. Ich verstehe zwar nicht warum, aber okay. Hä? Du hörst eine Stimme in deinem Kopf. Gibst du auf? Nö. Hä? Hör ihn da auf, Programm auf Tobu zu werfen, okay. Ja, ich habe die Hoffnung, dass immer am gleichen Ort spawnt, aber... Hä? Okay, ich glaube, ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss einfach machen. Ja, nee, komm. Da kann ich nichts machen, ich kann es gar nicht treffen. Muss man den Willen beweisen. Es ist zwecklos, gib auf! Oder willst du denn noch weitermachen? Ich gebe nicht auf, niemals! Was zum... Tobu! Gib dir einen Teil des Geistes, auf das du die Welten bindest. Eine Feder von Tobuts. Nehme ich jetzt mal stark an. Jo, so sieht es zumindest aus. Hat einen Tobuts Fangzahn. Sieht genauso aus wie die Feder von Vesprit. Dieser Zahn beweist einen Abschluss der Prüfung des starken Wesens Tobuts, das im See der Kühnheit lebt. Er ist nötig, um die rote Kette herzustellen. Ah ja. Bye bye. Puh, bleibt noch einer. Die Prüfungen sind unterschiedlich, das finde ich schon mal cool, aber generell ist das Konzept ein bisschen creepy. Aber es ist schon seltsam. Warum geben sie uns die rote Kette nicht einfach? Also, warum geben sie uns nicht einfach? Vielleicht wollen sie prüfen, ob die Person, die sie begehrt, auch ein guter Mensch ist. Nicht so wie in Diamant und Perl, wo sie einfach... dieser scheiß Typ ja einfach so von ihnen entrissen hat. Das ergibt Sinn. Wer weiß, was passieren würde, wenn sie in die falschen Hände gerieten. Siehe Diamant und Perl. Mit Cyrus war er. Von Team Galactic. Ich wüsste allerdings nicht, was ein Bösewicht mit der roten Kette anstellen sollte. Jetzt müsste eigentlich das Arceus-Phone reagieren. Wer weiß. Vielleicht hat sie noch eine andere Funktion als die, wofür wir sie brauchen. Die rote Kette und diese ganze Situation überhaupt sind ein einziges Rätsel. Lass uns zuerst mal weiter die Szenen abklappern. Also dann sollen wir zuerst zu Fräulein Kokida zurück. Jo. Gerne. Man kann aber ganz kurz unsere frisch gefangenen Pokémon begutachten und dann würde ich, glaube ich, eben doch mal noch neue Hisui-Pokémon ans Team nehmen. Ein Tobuts Fangzahn. Diese Wärme, die davon ausgeht. Ich frage mich, ob es noch andere Leute gibt, welche die Prüfung der 3 Seen bestehen konnten. Wir sollen einen Schritt zulegen. In Jubeldorf braucht es was zusammen. Was meinst du damit? Ein Händler der Ginkgo-Gilde hat mir Bericht erstattet. Anscheinend wurde jenseits des Rieses ein Pokémon gesichtet.
Und im Boku hat ein paar seiner Leute zusammengetrommelt, die es nicht nur erforschen, sondern im Ernstfall auch unterwerfen sollen. Ein Händler der Ginkgo-Gilde, sagst du? Müsste es nicht ein Kollege sein? Was, wenn es wahr ist und sich hinter der Riss am Pokémon befindet? Wo weicht jetzt die Frage aus? Und was, wenn es aus dem Riss in unsere Welt eindringt? Du hast doch bisher von der unermesslichen Weite der Hisui-Region nicht aufhalten lassen, Michael. Also wird sie dich auch nicht davon abhalten, die letzte Prüfung zu bestehen. Dieser Enthusiasmus reißt einen geradezu mit. Und ich werde mir dieses historische Ereignis bis zum Schluss ansehen. Du willst das nur zusehen, ja? Denk daran, dass ihr die Materialien von den 3 Seen zu den Nebelruinen bringen müsst. Jo! Weiß ich. Ja, sicher irgendwas Neues irgendwie aufgesammelt oder so. So. Der kann auch weg, brauchen wir aktuell auch nicht. Den Rest behalte ich mal noch so ein bisschen. So, neue Pokémon. Wir haben ein Elite-Sheltera. Natürlich auch schon krasse Attacken drauf hat. Holzhammer, Schmetterramme, Gigastoß, Risiko-Tackle. Naja, gut. Bei dem jetzt mal so. Und Myriador ist ja auch ein Elite-Pokémon, aber auch, was ist das für ein Typus? Unlichtgift. Ist ja ganz hässlich. Weil ich gerade ehrlich zugeben muss vorhin, was ich jetzt gerne mal ganz kurz checken würde. Moment, Psyana, da kann man hier hin. Wasserquill ist ja ein Flug-Pokémon, was auch hier gut passen würde. Skorko, Kramschiff, sehr gut ist auch. Flug, aber eigentlich auch Boden, egal. Da später, was ich mal ganz kurz checken wollte, ist jetzt mal der Größenunterschied der beiden Shelteras. Weil natürlich auch wesentlich stärker, also vom Level her stärker ist, wa? So, erstmal unser Sheltera. Und das Elite Sheltera. Moment. Jo, da ist ein gewisser Unterschied in der Größe. So, erstmal wieder zurück. Vielleicht später mal irgendwie ins Team holen, ne? So ein Elite-Team oder so etwas machen, mal gucken. Das schauen wir später genauer an. Also, hier haben wir das Team eigentlich mal noch gehabt, oder? War mal so testweise, weil da eigentlich auch gut Kramschiff noch reinpassen würde. Jetzt habe ich eben Wasserquill noch im Team. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, komm. Machen wir wieder mal ein Hisui-Team, wa? So ein komplettes Hisui-Team halt. Passen wir mal ganz kurz die Level und so weiter alles an. Gucken wir, es ist das Hisui-Team bis auf Tornupto, also unseren Starter, plus Axanto auch als Elite-Pokémon sind. Am Sneeboss, hey, lecko mir, ist das Vieh groß. So. Alle wieder zurück im Team. Perfekt. Dann können wir das da ganz mal ein bisschen näher angucken. Erstmal. Wir müssen ein bisschen gelevelt werden, zumindest.
Leistungssan und so verteilen, wa? Jetzt bist du natürlich eher ein bisschen speziell unterwegs. Hab dir aber sogar noch nie was gegeben. Zack, dann der Leistungskies. Axantor hat ja eh schon viel. Auf Angriff und Initiative. Viscogon. Natürlich noch ein bisschen mehr im Spezialangriff, also. Wo du eigentlich auch ein bisschen defensiv unterwegs bist. Initiative. Oh, da kann er noch ein bisschen mehr vertragen. Natürlich auch auf den Angriff. Tanuk hat auch schon viel. Spezialangriff ist auch schon sehr weit oben. Xantor. Ja. Gehen wir den noch ein bisschen auf die Defensive, oder? Alles ablegen. Oder fast alles. Was natürlich immer wieder ein bisschen kriegen, sind die ganzen Dinger da. Ich nehme mal die L-Dinger mit. Und den auch mal, komm. Wir haben Zeit, unseren Pokémon ein bisschen zu boosten. So, dann wäre Xantor noch ein bisschen zu leveln. Das ist nicht so das Problem. Okay, Freunde, unser neues Hisui-Team, wa? Mit Käfergestein, Stahl, Drache, Boden normal, Psychoflug, Kampfgift, Feuergeist. Was auffällt, wir haben mit Tonuptus, Nibos, Viscogon eine gewisse Bodenschwäche. Axantor, ja, der Käferteil soll es eigentlich wieder ausgleichen, glaube ich sogar. Waschgewill natürlich nicht. Elektro hat Waschaquil, dafür Ursaluna nicht und so. Ja, können einigermaßen aufgehen. So. Ja, Moves muss jetzt irgendwie momentan auch nichts machen. Ich habe schon geguckt, das ist momentan auch nur Psycho und Flug. Ja, theoretisch noch eine Drachenattacke, aber komm. Der Psychoflug bringt schon was. Wird mir theoretisch so eine Feenattacke sowas fehlen, was er jetzt bis Jahren drauf gehabt hätte, aber scheiß drauf, komm. Auf zum dritten See, Freunde. Also zurück ins Weiße Frostland. Eigentlich müssen wir wieder mal zurück ins eine Wassergebiet. Dort, wo ja dieses Arcani der König war. Also Hisui Arcani. Und zwar alleine schon deswegen, damit ich halt noch ein bisschen da nach Wasser-Pokémon und so suchen könnte. Und uns fehlt noch sehr viel Wasser-Pokémon. Aber naja, wird schon. So, wir haben hier natürlich noch ein paar Quests, war. Dürfen wir nicht vergessen. Soweit ich mich erinnere, können wir die, glaube ich, sogar machen, oder? Irgendwie was mit Nebenmissionen hier. Carpador, war das? Das ist ein Griffelhügel. Ah, waren wir gerade vorhin. Scheiße, da eigentlich vorhin machen können. Okay. Kirlias Frisur. Kirlia haben wir noch nicht, wa? Also, eventuell momentan nicht gehen, aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, würde ich vielleicht gucken. Irgendwie. Die Macht von Abra. Jetzt wissen wir zumindest, wie der Typ hier irgendwie immer die Teams austauschen konnte. Natürlich über Abra, hä? Ist klar. Abracadabra. Der Psycho. Nee, ist tatsächlich halt. Immer nur ein Trasler. Also, ja, klar, ich kann einen Trasler mitnehmen und entwickeln zu Kirlia. Ich glaube, es wäre natürlich eine Option bezüglich der Quest, dass wir das so machen würden. Verzeihung. Missionsliste. Im Frostland. Später. Spuren an alten Dorf. Es Missensuche im Frostland. Können wir sogar beide machen, wa? Spuren des alten Dorfs.
Muss ich da entlang? Okay, das passt sowieso, weil ich hier die nächsten Items und so hätte. Ich glaube, ich gehe erstmal hier hoch mit Sneeboss. Ach nee. Euer Ernst, Freunde, oder? So, wo bin ich jetzt überhaupt? Ja, da waren wir schon mal. Also diese seltsame X-Bug, genau. Aua. So. Du. Sag mal. Hä? Wo ist es? Ah, hier. Und tschüss. Hä? Strom trifft den Flug-Pokémon nicht? Okay, das ist mal neu. Aber irgendwie auch cool. So. Dann würde man sagen, passt das soweit? Das war, glaube ich, der Schemmel für die unterirdische Grotte dort. Genau. Jo. Stimmt, war hinten. Waren wir noch gar nicht. Zumindest nicht so. Hä? Also ein Griffel. Was denn das? Ein kaputtes Journal. Hä? 5. Februar. Auf dem Weg zurück zum Dorf wurde ich von einem Schneesturm überrascht. Ich entschied mich daher, die Nacht in einer Berghütte zu verbringen. Der Morgen graute schon, als mich ein Geräusch aus meinem Schlummer riss. Ich schreckte hoch und sah ein, in einem Kimono gehüllt. Also unsere Blicke trafen sich und Schönheit raubte mir schier den Atem. Doch zugleich ließ mich vor Furcht erschauen. Mir so Angst und Bange, dass er die Augen fest verschloss und hoffte, würde verschwinden. Als meine Augen erneut öffnete, war von keine Spur mehr zu sehen, nur ein Schau schnell zurückgelassen. 30 Seiten scheint zu fehlen. Oh, das ist immer stark hier. Natürlich hat das einen Eisenschweif drauf. Willst du mich verarschen? Ey, die Pokémon hier, ganz ehrlich. Kannst du dir nicht ausmalen, Freunde? Kannst du dir nicht ausmalen? So. Hier wird es dann mit dem Dorf weitergehen. Okay, da oben auch irgendwie schon ein paar Pokémon. Ah, unser Axanto, ey. Was ist nun mit diesem Pokémon, Freunde? Die natürlich immer genau die Attacke drauf haben, die sie genau brauchen für uns als Gegner. Ist klar, ist klar. Ein Frostidie. Doch ziemlich hoch im Level. Was?
Hat einfach abgehauen. Ein Aktiv. Na, das ist ein Tipp für mich. Jo, ich habe einen. Hier, Felsaxt. Ist ein toller Tipp, wa? Schwarzglanzstein. Es ist doch nur ein Schwarzglanzstein. Ja, Visco einsetzen, weil es ist ja auch irgendwie Stahl. Ich habe gar keine Stahlattacke drauf, scheiße. Weil ich wollte sagen, Stahlattacke wirkt ja auch bei Eis-Pokémon. Aber ja, die Pokémon haben doch relativ hohes Level. Aber eigentlich sind wir ehrlich, eigentlich können wir sogar nochmal in so einen Elite-Sichlo fangen, weil das sind ja gewisse Elite-Pokémon, wie eben das Elite-Sichlo im Obsidian Grasland sind ja in fester Position, heißt, die spawnen dort immer wieder. Und Schwarzakit haben wir auch schon ein paar, also können eigentlich so wieder ja, ein krasses Elite-Axanto mir irgendwie trainieren. Beziehungsweise entwickeln eher besser gesagt, war. Wem wollte das jetzt eigentlich nochmal geben? Nee, warte mal. Wirkungslos. Da bringt es auch nicht viel. So. Und nun? Ein Frostedie! Los, Axanto! Mach es nieder! Immer wieder! Oh. Ei, Gramba! Was für ein Blizzard. Natürlich kriegt den Frostbrand ab, ist klar. Fangen wäre eine Option. Ich versuch's mal mit Speed Felsaxt. Ja, Tempo Felsaxt. Ich glaube, Santo ist sowieso gleich am Arsch. Oh! Der gut Volltreffer. Das ist ein Papierbündel ohne Einband. Damit sollst du das kaputte Journal vervollständigen können. Du hältst ein altes Journal. Auf diesen Seiten wird das Leben in einem Dorf beschrieben, das es einst im weißen Frostland gegeben haben soll. 1. September. Jahre sind ins Land gezogen, seit ich begonnen habe, mit zusammenzuleben. Während ich so durch mein Journal blättere, muss ich unweigerlich an meine Begegnung mitdenken. Es mag auch noch so absurd klingen, aber erinnert mich ungemein an Die Inhaltkeit ist verblüffend. Gewiss habe ich zu viele Märchen gelesen, denn in Wirklichkeit ist dies undenkbar. 3. Januar. Was ist nur in mich gefahren? Wieso habe ich von erzählt? Dafür ist es nun zu spät. Weg war fort für immer. Nur Schnee zurückgelassen. Oh weh, hätte mein Neugier nicht so gebrannt, dann wäre nicht dahingeschmolzen. Das war der letzte Antrag im Journal. Hä? Geht nach Jubeldorf zurück, um den Händler schon das alte Journal zu zeigen. Geht nicht, weil ich nicht zurück kann. Doof, wa? Sehr sogar. Was er machen kann, ist Fundsachen vornehmen, ganz kurz die beiden Dinge abzugeben. Beziehungsweise die Preise für zu erhalten. 100, geil. So, Freunde, dann würde doch mal Axan noch mal ganz kurz healen. Haben wir hier noch das alte Journal. Jep. Und dann ist auch wieder mal die Zeit gekommen, die Folge zu beenden. Ne? Spur des alten Dorfes. Eine nette Quest. Ich glaube, wir werden in der nächsten Folge aber erstmal mit der Vermissensuche weitermachen. Und dann mit der Hauptmission. Weil ja, viel ist eigentlich nicht mehr zu tun sonst. Deshalb gehen wir ganz kurz hier zurück. Denn wir erinnern uns, in der Regel ist es irgendwie von so einer Basis sehr einfach, also eine Vermissensuche zu starten. Entweder von hier oder von der anderen Stelle.
Wir werden sehen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Pokémon Legend Arceus. Ciao zusammen.